Wer ist der Jüngling, Fürst? Der Sohn, der junge Melchtal. Allmächtiger Gott. Das Augenlicht, sagt er. Die Augen ausgestochen. Mein Vater ist ja so blind und wird Sonnenlicht nie mehr sehen. Wie feig bin ich nur gewesen, dass ich nur an meine eigene Sicherheit gedacht habe und meinen Vater allein zurückgelassen habe. Aber jetzt ist mir egal, was mit mir passiert. Ich will alle Hirten aus den Bergen zusammenrufen und die Burgen von diesen elenden Gewalttätern stürmen. Er hat recht, Fürst. Wir müssen jetzt etwas unternehmen. Sonst ist es zu spät. Wenn Uri ruft, wenn Unterwalden hilft und wenn die Schweiz mit uns zieht, können wir alle gemeinsam etwas erreichen. Ich bin einverstanden. Aber wir müssen Vorsicht walten lassen. Der Stauffacher sucht Verbündete in der Schweiz und ich selber will die Männer in Uri finden. Und mich könnt ihr nach Unterwalden schicken, wo ich ebenfalls Männer wieder finde. Hören wir zu. Links am See liegt eine Wiese versteckt im Wald. Das Hirtenvolk sagt dieser Wiese das Rütli. Dort sollen Uri, Schweiz und Unterwalden zusammentreffen. Kommen spät in der Nacht auf geheimem Pfad dorthin und bringen die Männer mit, die herzeinig sind mit uns. Dort wollen wir unsere Sache zusammen beraten und beschließen. So soll es sein. Gebt mir eure rechte Hand. So, wie wir 3 Männer jetzt unsere Hände zusammenflechten, so sollen unsere 3 Länder, Uri, Schweiz und Unterwalden, auf Leben und Tod zusammenstehen. Auf Leben und Tod. Geheimnisvoll hat das Rütli in dieser Nacht gewirkt. Verschwörerisch haben hohe Felsen die grosse Bergwiese überragt und geisterhaft hat der Wald den denkwürdigen Platz umgeben. Aus allen Richtungen hat man lange Lichterzüge gesehen, die immer näher gekommen sind. Über die schattigen Felsen sind Lichter gehuscht. Boote mit Feuerlichtern sind über den schwarz-blauen Vierwaldstättersee geleitet. Und die weißen Gletscher haben gespenstisch im fahlen Mondlicht geleuchtet. Als erstes ist der Melchtal mit ein paar bewaffneten Männern auf der Rütliwiese angekommen. Gleich darauf sind der Stauffacher und der Walter Fürst mit Gleichgesinnten zu ihnen gestossen. So müssen wir also zusammenkommen, wie sonnenscheuche Verbrecher, die sich bei Nacht und Nebel treffen müssen. Und das auf unserem eigenen, väterlichen Boden.